Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Boohoo, Charlotte Trump. Fucked up dad and fucked up mama. Guten Tag, hallo. Also heute rede ich über etwas, das mir schwer im Magen liegt. Und ich habe mich tausendmal gefragt, ob ich die Folge machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich es machen werde. Es ist keine leichte Kost. Es geht um ein schwieriges Thema. Um ein Thema, das in meinen Augen viel zu oft totgeschwiegen wird. Und das Totschweigen das nicht einfacher macht für alle Betroffenen. Der Grund, wieso wir nicht darüber reden, ist mir auch klar. Aber trotzdem nehme ich das jetzt in die Hand und wollte darüber reden. Willkommen in der Schweiz, wo Pädophile, die sich an Kinder vergehen, weniger hart bestraft werden als Leute, die Raubkopien machen. Plump gesagt, ist auch so gemeint. Ich habe da etwas rausgesucht von unserem Bundesgesetz. Sexuelle Handlungen mit Kindern. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es zu einer solchen Handlung verleitet oder es in eine solche Handlung einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Wow, schau mal. Hat das Kind das 12. Altersjahr noch nicht vollendet und nimmt der Täter mit ihm eine solche Handlung vor oder verleitet es einer solchen mit einer Drittperson oder einem Tier, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von 1 bis zu 5 Jahren. Okay, das heben wir mal fest in unseren Gedanken. Gut. Raubkopie steht: Bei gewerbemäßiger oder bandenmäßiger Begehung von Urheberrechtsverletzungen können Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren drohen. So. Und jetzt soll mal irgendjemand kommen, da an und mir das erklären, weil ich es nicht verstehe. Ich habe eine extreme Empathie für Kinder. Ich glaube, viele von den Zuschauern auch. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich habe lange im Gefängnis gearbeitet, viele wissen das. Und auch dort haben wir Pädos angetroffen. Und es ist immer super witzig, wie man diesen Leuten sagt, hey, sag nicht, wieso du da bist, weil sonst bekommst du auf die Fresse. Wäre das aber nicht eine Schlussfolgerung, die verständlich wäre und die gerecht wäre? Lass ich mal so im Raum stehen. Ihr kennt die Antwort durch meinen Blick, aber man darf ja nicht alles im Internet sagen. Gut. Es tut mir leid, ich bin angespannt. Ich habe auch die Idee zu dieser Folge, weil ich etwas geschickt bekommen habe. Okay? Also, ich zitiere. Ich blende es euch ein, wenn ich es schaffe. Wenn nicht, dann hört einfach gern zu. In Schweden zeigt eine 15-Jährige einen Taxifahrer wegen Vergewaltigung an. Einen Monat später lockt sie den Mann in eine einsame Gegend. Dort wird er von ihrem Freund und dessen Brüdern gehängt. Dafür müssen die Jugendlichen jetzt lange ins Gefängnis. Gut. Ein schwedisches Gericht hat 5 Teenager wegen des Mordes an einem angeblichen Vergewaltiger zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der älteste Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt bereits volljährig war, erhielt lebenslange Haft. Ich weiss, Schweiz, aber wir erinnern uns, in der Schweiz 1 bis 5 Jahre. Zwei seiner minderjährigen Brüder wurden zu je 4 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der jüngste der 4 Brüder und seine Freundin müssen wegen Beihilfe zu je 3,5 Jahren in Jugendhaft. Das zur Tatzeit 15-jährige Mädchen hatte einen 26 Jahre alten Taxifahrer einen Monat vor der Tat wegen Vergewaltigung angezeigt. Der Nachrichtenagentur TT zufolge lockte sie ihn dann Ende März mit der Aussicht auf ein Stell dich ein in ein Was?
Gut, auf das aber hat das Mädchen den Typ dort angelockt und die Jungs haben gesagt, gib mir dein Geld, gib mir deine Kontodaten, haben es leer geplündert und der Typ aufgehängt. Er hängt. Ist das richtig? Man kann sich darüber streiten. Ist das richtig, dass man in der Schweiz, wenn man ein Kinderleben zerstört, also schaut, ich habe ein bisschen beide Seiten vor Augen, oder? Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, wo ich viele Leute, Frauen, Mädchen erlebt habe, die so etwas durchlebt haben, die so etwas haben müssen durchleben, erlebt, wie ihre Psyche danach ist, wie es diesen Menschen geht. Ich möchte jetzt nicht da erzählen, wie was abgelaufen ist, weil ich das nicht irgendwie will, präsentieren oder darstellen. Aber sehr gruselige Geschichten, sehr, sehr gruselige Geschichten. Und dementsprechend auch die Psyche von diesen Menschen, wie es denen gegangen ist. Oder? Also einfach krass. Du hast das Sexualleben von dem Kind zerstört, von dieser Frau zerstört, was auch immer. Du hast die ganze Familie zerstört. Du hast wahrscheinlich den Vater kaputt gemacht, weil er sich Vorwürfe macht, weil er das Kind nicht hat können beschützen. Du hast die Mutter zerstört, wo jetzt mit dem geschädigten Kind die ganze Zeit muss agieren, aber es nicht kann und es sich auch machtlos und ohnmächtig fühlt. Was sind wir für eine Gesellschaft, wenn wir diesen Leuten 1 bis zu 5 Jahren oder vielleicht auch eine Geldstrafe geben? Es sollte eigentlich schon sein, wenn du pornografisches Zeug mit Kind oder Jugendlich auf deinem Nattel hast, auf dem PC hast, dann solltest du schon in die Kiste, Alter. Und dann solltest du auch verdammte Hilfe bekommen. Ich möchte auch kurz sagen, nicht jeder Pädophile ist Kindermissbrauch, also Kindsmissbraucher, oder? Müssen wir einfach mal so festhalten. Heisst nicht, schaut, es ist ein schwieriges Thema, ich rede einfach drauf los. Es hat weder Struktur noch sonst etwas. Es ist mir einfach wichtig, das anzusprechen. Ich habe mal mega lang einen Menschen betreut, der auf Kind gestanden ist. Bam, bam, bam. Hakan schafft mit dem Teufel zusammen. Der Mensch hat aber gesagt, hey, schau, ich bin jahrelang missbraucht worden als Kind. Ich weiß nicht, ob das von dort kommt, keine Ahnung. Aber ich finde, es ist schwierig über das zu reden. Jetzt weiss ich auch, wieso keiner darüber Erfolg gemacht hat oder keiner, den ich kenne, weil es einfach ein fucking Tabuthema ist. Der Typ ist auf kleine Kinder gestanden. Er hat aber nie etwas gemacht. Und ich tue meine Hand ins Feuer. Er hat nie etwas gemacht und er hat selber gewusst, dass das krank ist. Würdet ihr so einen Menschen jetzt verurteilen? Laut Psychologie ist das ja eine sexuelle Präferenz. Ähnlich auch wie Homo, Hetero, Leute, die auf Tiere stehen, Nekrophile, die auf Tote abgehen. Da fragst du dich sowieso, was da irgendwie schief läuft. Das ist doch nicht normal. Aber ob du das ausübst oder ob du einfach das Gefühl in dir hast und dir jetzt Therapie suchst etc., das ist ja ein riesen Unterschied. Ein riesen Unterschied. Wenn ich nichts mache und das in mir habe, ist das ja bei weitem nicht so schlimm. Also eigentlich ist es ja gar nicht schlimm. Es ist krank, es ist gestört. Aber was willst du dem Menschen vorwerfen? Aber jemand, der sich an Kinder vergreift, ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich die Folge gerade mache. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen will. Es geht einfach nicht in meinen Kopf hinein, dass wir in so einer Gesellschaft leben. Es geht nicht in meinen Kopf hinein, dass, blöd gesagt, plastisch dargestellt, plakativ dargestellt, wenn 7 Autos geklaut werden, ist das schlimmer anscheinend, als wenn ein Kinderleben kaputt gemacht wird und die Leben rund um das Kind herum. Ist schlimmer. Kann ich irgendeinen Politiker da haben, der da sitzen kann und mir das erklären kann? Weil ich habe recherchiert, ich habe gesucht, ich habe das Strafgesetzbuch gelesen. Es geht einfach nicht in meinen Kopf hinein. Es geht einfach nicht in meinen Kopf hinein. Du nimmst eigentlich dir das Recht aus, über das andere Leben zu entscheiden,
mit den Folgen, die es hat oder haben wird. Vielleicht wird das Kind ein riesiger Psychopath jetzt und sticht halb Zürich ab, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Krank, einfach krank. In einer kranken Gesellschaft gefangen und versuchen irgendeinen Anhalt zu finden. Wenn du merkst, dass du ich check's einfach nicht, Mann. Ich check's einfach nicht. Wenn du merkst, du hast so Tendenzen, dann gehst du doch Hilfe suchen. Hast du keine Empathie für die Kinder, Mann? Ist dies Verlangen, dies Ausleben wichtiger als das Leben? Also, sorry, Mann, Empathie im Arsch versteckt, oder was? Ich will nicht aussprechen, was ich diesen Leuten da drinnen, die das machen, wünsche. Aber ich glaube, man merkt es an meiner Energie. Wenn mir mal so ein Mensch, ich so etwas erlebe, ich vorbeilaufe, ich so etwas sehe, wie ein Kind brüllt und irgendetwas sagt, ich schwöre, ich hoffe wirklich, dass alle Götter mit dir sind. Dass alle Götter mit dir sind. Schaut, Leute, ich bin kein Experte. Ich bin auch nicht irgendwie ein Crack mit Zahlen und Fakten. Und ich bin einfach ein kleiner Bürger in der Schweiz, wo einfach nicht weiß, was da abgeht oder wieso Sachen so sind, wie sie sind. Ich bin nur da, um meine Haltung zu teilen und nicht zum sagen, ich bin jetzt der Guru über das Thema. Und ich habe eine klare Haltung. Und meine Haltung ist 0,0 Toleranz für Übergriff an Kind. 0. Zero. Grundeis erreicht. 0. Habe ich schon gesagt? 0 Toleranz. Absoluter Dreck, was passiert und wie Menschen sich aufführen, um sich sexuell zu befriedigen. Krank. Eine Vergewaltigung ist schon krank. Es Nötige ist schon krank, aber sich an wehrlosen Kind, unschuldigen Kind vergreifen, ist wirklich die Spitze vom Eisberg, Alter. Und Achtung, Achtung, in der Schweiz bekommst du 1 bis 5 Jahre Gefängnisstrafe, vielleicht auch eine Geldstrafe. So steht es im Strafgesetzbuch. Wenn ich aber eine Raubkopie mache, eine schwere Raubkopie, dann bis zu 10 Jahre. Weil blöd gesagt, ein geklautes Auto mehr Schaden anrichtet als ein Kind, das sexuell und allgemein einfach zerstört wird. Herzlich willkommen. Wir leben in der Schweiz. Herzlich willkommen. Ich möchte aber auch sagen, man muss klar differenzieren. Man muss sehr, sehr klar differenzieren von Leuten, die vielleicht selber missbraucht worden sind und jetzt im Erwachsenenalter eine Neigung haben zu Kindern, die aber nicht ausleben. Man kann nicht dafür für eine Neigung. Das wissen wir jetzt auch mit der ganzen LGBTQ-Bewegung, oder? In der Psychologie ist das Stehen auf Kinder eine sexuelle Neigung, nicht mehr. Eine sexuelle Neigung. Bin ich schwul? Bin ich hetero? Bin ich pedo? Bin ich nekrophil? Bin ich zoophil? Es ist eine sexuelle Neigung. Wenn du dich aber an Leute vergehst, ich schwör's dir, ekelhaft, Mann. Wieso macht die Folge überhaupt? Ekelhaft. Wieso macht die Folge? Weil niemand darüber redet. Darum macht die Folge. Wir reden über Terror, wir reden über Gewalt, wir reden über den Gaza, wir reden über dies, wir reden über das, was auch alles schön ist. Sollen wir auch. Aber über das Thema sind wir einfach mucksmüsli still. Und ich sage euch, Schweigen bringt genau nichts. Ich habe viel mit Leuten gearbeitet, die missbraucht worden sind. Ich habe auch mit Kindern gearbeitet. Leider habe ich das erleben, wie verstört die sind. Und ich habe auch noch mit Leuten gearbeitet im Gefängnis, die Pädos sind. Jetzt hätte ich fast etwas gesagt, aber ich habe mir vorgenommen, keine Fluchwörter mehr benutzen im Podcast. Und es ist einfach wirklich erschreckend. Es ist einfach erschreckend, wie wir unsere Augen zumachen und aus Scham oder Angst oder man könnte etwas falsch verstehen, einfach ruhig sind.
und somit mehr Fläche geben den Täter und weniger Verständnis der Opfer. Das ganze Leben von dem Kind ist zerstört. Die Sexualität vom Kind, Sexualität ist etwas Wichtiges, oder? Es ist ein Bestand von unserem Leben, ist einfach kaputt. Der Vater macht sich Vorwürfe. Vielleicht tut er sich noch etwas an, weil er nicht mit dem leben kann, was seinem Kind passiert ist. Die Mutter ist total empört, hat auch ihr Kind nicht beschützen, ist die ganze Zeit jetzt mit dem Kind und versucht das irgendwie aufzurappeln, obwohl die Frau selber total am Arsch ist. Wie willst du so einen Übergriff verarbeiten? Psychisch? Wie willst du weiterleben? Wie willst du allgemein funktionieren? Wie willst du Leuten vertrauen? Wie willst du eine gesunde Beziehung führen, nachdem dir so etwas passiert ist? Keine Ahnung, habe ich zu viel Empathie? Bin ich der Robin Hood der Kinder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es wird mir schlecht, wenn wir so Leute in unserer Gesellschaft nicht angemessen hart bestrafen. Sorry, für mich einmal Pädo, einmal sich an Kind vergangen, lebenslang wegsperren. Lebenslänglich. Von mir aus auch Todesstrafe. Nein, Todesstrafe nicht, das wäre ja zu einfach. Dann wären sie ja erlöst. Erlöst. Ich kann mir auf die Backen bissen, ich lispel nicht. Für so Leute null Toleranz. Wegsperren. Können wir eine Petition starten oder irgendetwas machen, dass, wenn es klar ist, also klar, es gibt ja auch Leute, die vorgeworfen wird, sie machen etwas, habe ich auch schon erlebt, wo eine Mutter am Kind eingeredet hat, ey, sagt, dein Papi hat das und das gemacht, weil der Mann sich trennen und die liebe Mami hat es nicht wollen, also hat sich gedacht, dann mache ich halt mein Kind psychisch kaputt, dafür bleibt mein Mann bei mir, bravo, super gemacht. Wir beruhigen uns. Wir finden zurück zu unserer Mitte und lassen es nicht so nah an uns an. Aber das ist krank. Das ist einfach psychisch krank. Und so Leute, die Kinder instrumentalisieren, um an ihre Ziele zu kommen, Leute, die ihre Kinder instrumentalisieren, um an ihre Ziele zu kommen und dabei den Kindern schadet, sind für die Hölle bestimmt, finde ich. Also, ein Kind ist ja die reinste Form von einem Menschen, finde ich, bevor es vom System belagert wird, etc. Dass du es in Kauf nimmst, ein wehrloses Kind so psychisch zu manipulieren, ist gestört einfach. Einfach kaputt gestört einfach. Und das Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft macht es einfach nicht einfacher. Sorry, ich verstehe wirklich den Sinn nicht. Kann mal ein Politiker da kommen, mit mir darüber reden. Ich habe recherchiert, ich habe googelt, ich werde nicht schlau daraus. Also eben, wie gesagt, wenn du es hast und dir Hilfe holst, wer sind wir, die Gesellschaft, dass wir dir als Bein pissen können. Du kannst ja nichts dafür. Du hast ja auch nichts gemacht. Es ist ein Gefühl. Es lebt ja in dir. Okay, verstehe ich. Ich bin ja auch kein verständnisloser Mensch. Ich habe ja Verständnis. Aber nicht, wenn ihr euch an Kind vergönnt. Ich schwöre dir, wenn ich so Pedo-Hunters und so schaue, gell? Und dann lies, was die Leute für Strafe bekommen, also wie auch jetzt die schwedische Pedo-Hunter-Crew dort, geht es nicht in meinen Kopf hinein. Man sollte klar nicht entscheiden können, wer lebt und wer nicht. Aber wenn das Gesetz dir so eine milde Strafe gibt für so ein krasses Vergehen, finde ich es dann doch irgendwo durch berechtigt. Checkt ihr? Irgendwo durch. Ich weiß nicht, würde ich noch im Gefängnis arbeiten? Wahrscheinlich arbeite ich auch wegen dem nicht im Gefängnis. Und jemand kommt und, keine Ahnung, seiner kleinen Schwester ist etwas angetan worden und er hat sich dann gerecht. Ich schwöre dir, ich würde ihn erstmal umarmen, Mann.
Unverständnis einfach. Unverständnis. Ich bin klar, ich weiß es, ich bin genervt, ihr merkt es. Aber ich hasse mir einfach schnell von der Seele reden. So Sachen machen mich einfach sprachlos. An die Leute, die sie jetzt auch hören, oder? Man darf natürlich empört sein und hässig sein. Wichtig ist aber, dass die Wut, die ihr verspürt, nicht ungezielt einfach in die Gesellschaft rausgeschossen wird. Es sollte keine blinde Hetze sein, dass ihr wahllos jetzt jeden angreift, attackiert oder sonst etwas. Es ist wichtig für unsere Gesellschaft, hinzuschauen, das Thema nicht als Tabuthema darzustellen und auch darüber reden. Wenn wir darüber reden, geben wir Raum, diesen Kindern sich mitzuteilen. Wir nehmen Scham und Angst aus dem raus. Weißt du, wie viele Leute ich kenne, die sagen, ich bin mal missbraucht worden und ich habe immer gedacht, es ist meine Schuld. Wow! Wie schlimm muss das sein, wenn du es jahrelang niemandem erzählst, weil du denkst, es ist deine Schuld? Hat das nicht auch etwas mit der Gesellschaft zu tun, dass man so denkt? Weil es genau ein Tabuthema ist, wo niemand darüber reden darf. Aber über alles andere reden wir. Auch geil, auch geil. Schaut. Brutal. Ein 33-jähriger Schweizer mit pädophilen Neigungen ist zu einer Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren verurteilt worden. Der Mann hat auf Skype einen Live-Missbrauch von einem 3-jährigen Mädchen auf Philippinen bestellt. Hat jetzt aber eine mildere Strafe bekommen, weil er geständig war. Und hat eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu 20 Franken bekommen. Brutal. Lange ja. Um das kleine Kind, das 3-jährige Mädchen in den Philippinen, um ihre Psyche wieder reparieren. Lange ja, das kleine Handgeld dort. Es geht nicht in meinen Kopf hinein. Ich verstehe es nicht. Kollege, was ich im Knast erlebt habe, gell? Ihr würdet 7 Wochen nicht schlafen können. Was ich für Menschen dort angetroffen habe und was die gemacht haben, wow, gell? Wir leben immer in dem, wir sind in der Schweiz, so Sachen passieren in Amerika. Nein, passiert es nicht. Nein, passiert es nicht. Bullshit. Ich weiß nicht, wieso wir so influenced werden, damit wir so Sachen denken. Die Schweiz, ach, die schöne Schweiz. Klar ist die Schweiz schön. Ich lebe auch gerne da. Aber man muss nicht Tatsachen, die Tatsache sind, einfach verdecken. Einfach darauf schiessen. Egal. Egal. Nein, es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Insgesamt sind 2097 Kinder wegen Misshandlung in Kinderkliniken behandelt worden. Das ist eine Zunahme, prozentuell 11% mehr als das Jahr davor. Also, das ist Statistik von 23. Was ich auch krass finde, oder ich nicht verstehe, aber es kann auch sein, weil ich kein Kind habe, dass Kinder so erzogen werden, ich sage jetzt mal vor allem so im Balkanraum, Türkei, so Osten. Die Kinder werden so aufgewachsen, also werden so erzogen, so im Sinne von, schau, das ist dein Onkel, geh deinen Onkel umarmen, geh ihn küssen. Ja, jetzt komm, gib mir einen Kuss. Wenn du mir einen Kuss gibst, dann gebe ich dir Schleckzeug oder dann kaufe ich dir etwas. Das Kind wie drängt werden, Zuneigung zu zeigen. Kollege, mein Bruder macht es ganz anders, Mann. Wenn seine Tochter nicht will, dann umarmt sie auch niemand. Wenn sie sagt, nein, ich will dich jetzt nicht küssen, ich will dich nicht umarmen, dann darf sie das auch. Wieso werden die Kinder immer dazu drängt, Liebe zu zeigen? Ist das euer Maskottchen? Wenn ihr zeigen, wie viele Tricks euer Kind kann? Keine Ahnung, sorry, wenn ich irgendwie übergriffig werde oder wenn ich da Sachen vertausche oder zu übertrieben dramatisiere, aber wieso werden die Kinder immer dazu genötigt, umarm den, geh den umarmen? Das ist mein Kollege, komm, umarm ihn. Kein Bock, Alter. Kein Bock. Das ist ein fremder Mann, wie soll ich den umarmen? Überlegt mal, was das in einem Kind für Sachen programmieren kann. Aha,
Wenn ich Leute umarme, wenn ich Leute körperliche Nähe zeige, dann bekomme ich etwas. Das Leben geht weiter, auch wenn man dann nicht mehr Kind ist, geht das Leben weiter. Wenn ich als Kind schon so Sachen influenced bekomme, wie funktioniert denn mein Kopf als Erwachsener? Ich finde das nicht richtig. Gut, das ist ein bisschen schwierig, da an Zahlen zu kommen. Überrascht mich aber auch nicht. Andere Zahlen findest du überall. Aber wo ist denn da die blöde Statistik? Meine Fresse, Mann. Mach mal. Egal, es ist mir zu viel langsam mit dem Thema. Ich wollte einfach sagen, wir dürfen das nicht als zum Tabuthema machen. Über so Sachen muss man reden. Ich finde, man sollte auch Kinder fragen, wie sie sich gefühlt haben, wenn sie mit irgendjemandem unterwegs sind. Ich finde auch wichtig, dass man Kind immer noch beibringt, steig nicht bei einem fremden Mann ins Auto, nimm keine Süßigkeiten an von Fremden oder was auch immer. Es ist wirklich krank. Also viele unterschätzen das, aber wenn du mal im Gefängnis geschafft hast, wirklich, es gibt viel Pädophile. Es gibt sehr viel Pädophile. Und wir müssen unsere Kinder, unsere jüngere Generationen müssen wir schützen, damit die zu funktionierenden Erwachsene werden, ohne traumatische Erlebnisse. So ein Trauma, ich habe es vorher glaube ich, schon mal gesagt, ich habe es in der Psychiatrie erlebt, ist heavy, was es für eine Influence auf dein Leben haben kann. Nicht schweigen. Anschauen und nicht einfach ruhig sein. An alle Täter oder potenzielle Täter, holt euch Hilfe. Holt euch Hilfe, bevor euch sonst irgendjemand irgendwann mal holen kommt. Man will das nicht wollen. Niemand will das wollen. Und jetzt mal noch ein paar Fragen zu euch. Ein paar Fragen an euch, an die Gesellschaft. Wieso fällt es uns einfacher, über Terror, über fast jedes andere Tabu zu reden, aber nicht über das? Aber nicht über Pädophilie. Was macht mehr kaputt in der Gesellschaft? Ein geklautes Auto, eine schwere Raubkopie oder ein zerstörtes Kinderherz? Und wieso wird das eine schlimmer bestraft als das andere? Wenn jemand seine Neigung erkennt und sich Hilfe sucht, wie reagieren wir als Gesellschaft? Schreien wir ihn an, du scheiß Pedo, man sollte dich verbrennen? Oder sagen wir schön, dass du Hilfe holst? Du kannst vielleicht nichts dafür, aber du kannst etwas dafür, ob du dich an Kind vergehst oder nicht. Weil überlegt mal, wenn man dieser Person, die seine Neigung erkennt, und sich dann Hilfe holt, wir ihn so abmachen, was gibt das für eine Signalwirkung? Ey, macht es im Versteckten, sucht euch keine Hilfe, weil es gibt kein Verständnis. Man muss klar lernen, differenzieren. Und jetzt nicht da irgendwie, Hakan verteidigt Pädophilie, weil das denkt, hat die ganze Folge einfach nicht verstanden. Welche Verantwortung tragen die Schulen, tragen die Nachbarn, tragen die Eltern, die Familie und wir als Gesellschaft? Und was bedeutet Schweigen in diesem Kontext? Ich sage euch, was es bedeutet. In diesem Kontext schützen wir Täter und nicht Opfer. Man muss auch klar sagen, dass nicht alle, die missbrauchen, auch pädophil sind, oder? Bei ein paar Leuten ist es auch wirklich so, dass Machtgehabe, ich entscheide, ich kann jetzt entscheiden. Das muss man auch differenzieren. Oder auch aus Gewalt, aus Gewaltfantasien, oder? Ich tue jetzt das und das dieser Person an, weil ich auch Gewalt erlebt. Und betroffene Kinder, ich sage es nochmal, ich sage es 1000-mal und ich sage es auch 1000 und Mal, Leute, die so etwas erleben, haben zu späterer Zeit extreme Störungen, was auch berechtigt ist, oder? PTBS, Sucht, der Griff zu Drogen, zu Alkohol, Persönlichkeitsstörungen, das zerstörte Sexualleben, eigentlich alles, was kaputt geht. Man kann nicht mehr Nähe zulassen, man kann nicht mehr vertrauen. Zum Abschluss würde ich einfach gerne sagen,
Wir müssen mehr präventiv arbeiten. Wir müssen mehr hinschauen. Wir müssen mehr unsere Fresse aufmachen. Wir müssen es nicht zu einem Tabuthema machen. Wir müssen unsere Kinder schützen. Wir müssen die Institutionen, die mit uns arbeiten, wo unser Kind involviert ist, aufmerksam darauf machen. Wir müssen Gesetze strenger machen. Viel strenger machen. Einen besseren Opferschutz. Und auch die Verantwortung als Gesellschaft, dass wir deren bewusst werden. Ich stelle euch noch mal eine Frage. Ich habe wieder etwas gelesen. Ich lese einfach viel zu viele blöde Nachrichten. Also, sind wir ready für den? Achtung, der kommt grusig. Geschäftsmann 44, fair, ein Mädchen, das 15 ist, auf dem Swissflug. Ein 44-jähriger Geschäftsmann aus Indien verging sich im März während eines Fluges nach Zürich an einem Mädchen. Vor Gericht wurde er nun verurteilt. Stell dir vor, du hockst dort in dem Flüger und erlebst so etwas. Was machst du? Was machst du? Reagierst so wie die schwedischen Kids dort? Was machst du? Wenn du etwas machst, kannst du sicher sein, dass du härter bestraft wirst als der Penner, der das dem Kind angetan hat. Und das mal so als letztes Statement, bevor die Folge beendet wird. Das mal zum Mitgeben, was das über unsere Gesellschaft eigentlich aussagt. Danke fürs Zuhören. Lernen wir voneinander. Schützen wir Kinder. Und wenn wir können, lachen wir auch ein bisschen miteinander. Ciao zusammen.